Ja, seid ganz herzlich willkommen. Es ist wirklich eine wunderbare Botschaft heute, die Botschaft vom Kreuz. 1859, nach der Schlacht von Solferino, da gab es 40.000 Tote und Verletzte und niemand kümmerte sich um sie. Ein Schweizer Geschäftsmann, Henri Dunant, er sah die Not, er blieb und hat geholfen. Daraus ist das Rote Kreuz entstanden. Das Zeichen sollte bewusst ein Zeichen der Neutralität sein, die Umkehrung der Schweizer Flagge. Und doch müssen wir vielleicht sagen, ist das Bild vom Kreuz, musste das nicht da sein? Was hätte es anders sein können für eine Organisation, die sich hingibt für die Leidenden in dieser Welt? Wenn wir heute diese Frage anschauen, warum starb Jesus am Kreuz, dann müssen wir sagen, ja, das ist die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage, warum starb Jesus am Kreuz? Und ich möchte uns alle einladen, ich meine, viele von uns könnten jetzt sofort eine Antwort geben, aber lasst uns offen sein, dass Gott uns das auch ganz neu zeigen kann, was wirklich der Umfang ist, was da passiert ist am Kreuz. Und wir schließen heute die Serie aus dem Lukas-Evangelium und wir lesen aus dem Kapitel 23 ab Vers 26. Jesus ist da auf dem Weg aus Jerusalem hinaus zur Hinrichtung am Kreuz. Als sie Jesus abführten, kam Simon aus Kyrene gerade vom Feld zurück. Sie zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen und ihm sein Kreuz zu tragen. Ihnen schloss sich eine große Menschenmenge an, darunter viele trauernde, wehklagende Frauen. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Und über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus wurde vorher gefoltert, unschuldig zum Tod verurteilt. All seine Freunde verließen ihn. Und doch, auf dem letzten Weg zu seinem Tod hin, hat er noch verschiedene Begegnungen mit Menschen. Und aus diesen Begegnungen mit diesen Menschen können wir viel über das Kreuz lernen. Und es ist so entscheidend, wie wir ganz persönlich auf das Kreuz reagieren. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, hat diese Kreuzigung tatsächlich stattgefunden oder ist das einfach irgendwie eine Überlieferung? Hey, gute Frage und ja, die ist so wichtig, die müssen wir beantworten für unser Leben. Wenn du noch mehr solche grundlegenden Fragen hast, ich kann dir nur unseren Kurs Gott kennenlernen empfehlen. Da schaffen wir eine gute Grundlage für ein Leben mit Jesus. Gerade nächste Woche startet dieser Kurs. Wir haben hier von diesem Simon von Kyrene gelesen, der das Kreuz von Jesus dann tragen musste. Simon, eigentlich ein Nobody, oder? Niemand hat ihn gekannt und irgendwie scheint er da zufällig an der Straße zu stehen. Kyrene ist eine griechische Stadt im heutigen Libyen. Ein Migrant durfte Jesus hier helfen.
Im Markus-Evangelium steht sogar noch, dass er Vater von Alexander und Rufus ist. Ich habe mich gefragt, weshalb werden die da alle mit Namen erwähnt? Hat das einen Grund? Für mich macht es nur Sinn, wenn die Erstleser von diesem Lukas-Evangelium wissen, wer das war. Simon war wahrscheinlich zum Zeitpunkt, als Jesus geholfen hatte, noch nicht Christ. Also an ihm ist das alles vorbeigezogen, er ist da per Zufall vom Feld gekommen. Aber ich glaube, von dem, was er dann erlebt hat, was er gesehen und gehört hat, er wurde Christ und seine Familie. Was können wir daraus lernen? Das Evangelium, es ist einfach eine Legende. Es gab Augenzeugen, die haben berichtet von dem, was sie gesehen haben. Der Tod von Jesus am Kreuz hat tatsächlich stattgefunden. Das ist der erste Punkt, den wir mitnehmen können. Der Tod von Jesus am Kreuz hat tatsächlich stattgefunden. Und dann wendet sich Jesus den weinenden Frauen zu. Diese Passage habe ich vorhin ausgelassen und wir schauen uns das jetzt etwas näher an. Doch Jesus wandte sich um und sagte zu ihnen: Töchter Jerusalems, weint nicht um mich, sondern klagt über euch selbst und eure Kinder. Denn es kommt die Zeit, da werden sie sagen, glücklich sind die Frauen, die kinderlos geblieben sind, deren Körper nie ein Kind geboren und deren Brüste keinen Säugling gestillt haben. Die Menschen werden die Berge anflehen, auf sie zu fallen und die Hügel sie unter sich zu begraben. Keine einfache Passage. Was können wir lernen? Ich denke einiges. Ja, wir sind im Jahr 2026 in Zürich. Ja, jetzt hatten wir gerade einen kleinen Sturm, aber ansonsten geht es uns ja eigentlich sehr gut. Und du fragst dich vielleicht auch, sind wir nicht irgendwie aus diesem Zeitalter heraus, so von Gericht und so, haben wir uns nicht irgendwie weiterentwickelt? Wer glaubt noch so etwas? Aber ich muss uns allen heute sehr deutlich sagen, wenn du an Jesus glauben willst, musst du auch ans Gericht glauben. Jesus selbst, er spricht viel auch über das Gericht. Und diese Aussage, die er hier zitiert, kommt aus dem Alten Testament vom Propheten Hosea, wo es eben auch schon ums Gericht geht. Und das Erstaunliche ist ja, Jesus droht hier nicht irgendwie ein Gericht an seinen Gegnern. Nein, das sind die Frauen, die ihn lieben, die ihn unterstützt haben, die um ihn weinen. Denen gibt er diese Botschaft weiter. Weshalb sagt er das? Gott ist nicht nur Liebe, Gott ist auch Gerechtigkeit. Wir können es vielleicht heute mal versuchen zu verstehen, wie mit einem Ökosystem. Ich habe gelesen, dass im Nationalpark im Engadin, dass es da zu Problemen kam, weil man die Großtiere gejagt bzw. verjagt hat. Also der Wolf war nicht mehr da, der Luchs, der Bär, alle weg. Was ist passiert? Der Hirschbestand ist explodiert. Und die Hirsche, die haben dem Wald so zugesetzt, dass die jungen Bäume nicht mehr wachsen konnten. Es hat keine Verjüngung des Waldes mehr gegeben. Und da sehen wir, wir haben vielleicht nicht gerne die Raubtiere, die auch mal ein unschuldiges Schaf reißen können, aber das Ökosystem in diesem Nationalpark ist durcheinander geraten. Erst mit der Luchswiederansiedlung und dass der Wolf dort wieder zurückgekehrt ist, hat sich der Bestand wieder verändert. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass wir Wölfe in der Stadt Zürich brauchen, aber wir verstehen den Vergleich mit dem Ökosystem, auch wenn man nicht alles damit erklären kann. Es gibt auch wie so ein Ökosystem des Evangeliums. Jesus liebt uns. Gott ist voll Gnade und Barmherzigkeit. Ist das nicht wunderbar? Seid ihr da? Oder seid ihr noch beim Ökosystem?
Wir sagen, oh, das gefällt uns. Gott liebt mich. So wunderbar. Das ist eine gute Nachricht. Und dann hören wir, Gott hat uns geschaffen. Er hat uns als Menschen Würde gegeben. Aber er möchte auch unser Herr sein. Und wir auf der anderen Seite, wir leben, als wären wir unsere eigenen Schöpfer. Wir machen uns selbst zum Zentrum unseres Universums. Und was passiert daraus? Wir trampeln aufeinander rum, wir rebellieren, wir machen diese Welt kaputt, die Gott so geschaffen hat. Das gefällt uns ja auch nicht, vor allem wenn wir die Leidtragenden sind, oder? Dann rufen wir auch, Herr, wo bist du? Wir brauchen Gerechtigkeit in dieser Welt. Und Jesus sagt, ja, am Ende der Zeit, ich komme und jeder Mensch muss Rechenschaft abgeben über sein Leben. Und sagen, nein, also das gefällt mir wiederum nicht. Gericht, Androhung von Strafe. Nein, das möchte ich nicht hören. Ich möchte die Liebe. Schafft das Raubtier weg. Ich möchte diese bösen Tiere nicht. Aber das wäre jetzt eben der Vergleich mit dem Ökosystem. Wenn wir die fiesen Tiere wegschaffen, dann gehen die Netten auch zugrunde. Was wäre ein allmächtiger Gott, der sich nicht auch für Gerechtigkeit einsetzt? Was wäre ein Gott ohne Liebe? In beiden Fällen wären wir komplett verloren. Der zweite Punkt, den wir heute mitnehmen dürfen: Ohne einen Gott, der richtet, gibt es keinen Gott, der uns so sehr liebt, dass er das Gericht selbst trägt. Ohne einen Gott, der richtet, gibt es auch keinen Gott, der uns so sehr liebt, dass er das Gericht selbst trägt. Merkt ihr, wenn wir die Liebe wegnehmen, dann sind wir verloren, weil wir werden einfach da hingegeben mit all unserem Falschen, dass wir einfach aufeinander losgehen. Und Gott hätte nie auf diese Welt kommen müssen, wenn er uns nicht geliebt hätte. Wenn wir aber die Gerechtigkeit wegnehmen, für die Gott auch steht, dann gibt es keine gute Perspektive für uns. Und Gott vereint beides in sich selbst. Und vielleicht noch eine Bemerkung zum Gericht. Habt ihr gemerkt in diesem Text, wo Jesus die Leute anspricht, er droht ihnen nicht ein Gericht an. Er sagt, ihr selbst werdet die Berge bitten, fallt über uns her. Also dieser Zustand in der Verlorenheit, das ist schon das Gericht, dass wir selbst uns die Zerstörung wünschen, weil es so schlimm ist. Gott muss ja nicht mal noch aktiv die Berge auf uns stürzen lassen. Und jetzt aber die Frage, was macht denn einen Christen aus? Ein Christ ist jemand, der gelernt hat, über sich selbst zu weinen, weil er die eigene Verlorenheit sieht. Es war ja nicht falsch, dass sie für Jesus geweint haben. Also es war ja schön, dass er auch Mitgefühl bekommen hat. Aber schlussendlich ging es ja dann nicht einfach um Jesus bei seinem Gang ans Kreuz, sondern er hat das für uns getan. Und wenn wir nicht sehen, dass wir das brauchen, wenn wir nicht über unsere eigene Verlorenheit weinen können, dann war das umsonst, was Jesus gemacht hat. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der Kern des Evangeliums. Und das macht nur dann Sinn, wenn Gott Liebe und Gerechtigkeit ist. Ich erinnere mich an einen Mann, der vor ein paar Jahren wirklich so um Hilfe gerufen hat. Zu diesem Zeitpunkt war er an einem Tiefpunkt in seinem Leben angelangt. Er hatte ein Doppelleben geführt, das aufgeflogen ist.
Er kannte Jesus noch nicht persönlich, aber er hat bittere Tränen geweint in diesem Moment. Und in diesen Tränen, wo er gesehen hat, wie verloren das er ist, da konnte ihm Jesus begegnen. Und Gott hat sein Leben wiederhergestellt und er darf jetzt mit ihm unterwegs sein, ist Teil dieser Kirche. Das ist das, was Gott tut, wenn wir sehen, dass wir ihn wirklich brauchen. Ja, wie sollen wir dann auf das Kreuz reagieren? Jesus sagte am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Oder vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stellen wir uns vor, in welcher Situation das Jesus gesagt hat. Das für all die Menschen, die ihn geplagt, die ihn gefoltert haben, die ihn unschuldig verurteilt haben, für die Menschen betet Jesus in diesem Moment. Und die Frage ist seit da, steht die im Raum. Wie reagieren wir auf dieses Angebot der Vergebung, dass Jesus uns Vergebung anbietet? Wir haben es gelesen, dass rechts und links von Jesus wurden 2 Verbrecher auch ans Kreuz genagelt. Beide haben dieses Gebet gehört, Vater, vergib ihnen. Und doch ist ihre Reaktion so unterschiedlich, wie sie auf Jesus reagieren. Wir haben zuerst den spottenden Verbrecher. Er sagte, hey, rette doch dich, beweise deine Macht. Dann glaube ich vielleicht an dich. Ist das nicht auch die Haltung auch von vielen von uns heute? Ja, Herr, zeig doch, was du kannst. Dann will ich dann schon glauben. Gib mir Beweise, dann folge ich dir schon nach. Aber Jesus, er lässt sich nicht erpressen. Vielleicht noch etwas provokativer. Hast du auch schon gefragt, Gott, rette mich aus dieser Situation? Ich behaupte mal, jeder Mensch hat das schon irgendwie gebetet, ob religiös oder nicht religiös. Irgendwo in einer Situation in unserem Leben, wir können nicht mehr anders als, wenn es sich da oben irgendwie gibt, bitte hilf mir jetzt. Und hey, mit dem ist überhaupt nichts falsch. Wir sollen Gott anrufen, wenn wir in der Not sind. Unbedingt. Das ist die beste Adresse, wo wir uns hinwenden können. Aber ist es richtig, wenn Gott nur unser Pannendienst ist und wir nicht ihn wirklich wollen, alles annehmen, das er uns gibt? Auf der anderen Seite haben wir den reumütigen Verbrecher. Er erkennt seine eigene Schuld. Und er bittet nicht einmal mehr um Befreiung. Er sagt nur noch, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der zweite Verbrecher kann uns ein großes Vorbild sein, einfach mit Jesus zu sein. Er hat gecheckt, was hier wirklich passiert. Denn Jesus hat am Kreuz nicht nur seine Liebe bewiesen, er hat auch die Gerechtigkeit erfüllt. Lass mich das noch mit einer Geschichte illustrieren. Auf einem Schiff wurden immer wieder Lebensmittelvorräte geklaut. Und auf einer langen Seefahrt ist das natürlich klar rationiert, dass es aufgeht bis zum Ende. Der Kapitän ruft die Mannschaft zusammen, konfrontiert sie und sagt, hey, das darf es nicht mehr geben. Wenn wir den erwischen, wird er hart bestraft. Wir werden ihn auspeitschen. Und es hört nicht auf. Aber die Person wird auf frischer Tat ertappt. Es ist die alte,
gebrechliche Mutter vom Kapitän. Und in diesem Moment spürt man, was da für eine Spannung ist. Die ganze Mannschaft schaut, was macht er jetzt? Ist er jetzt einfach gnädig? Dann hat er keine Autorität mehr auf dem Schiff. Ist er gerecht? Steht er zu seinem Wort? Dann muss er mit dem Tod seiner Mutter rechnen. Die wird es vielleicht nicht überleben. Und er lässt seine Mutter an den Mast binden. Er gibt den Befehl, die Peitsche zu schlagen. Aber in dem Moment wirft er sich selbst dazwischen. Und er nimmt die Schläge auf. Er ist voll Liebe, aber er ist auch gerecht. Und das ist genau das, was Jesus macht. Es ist nicht einfach eine billige Gnade, Schwamm drüber. Nein, die ganze Strafe, die uns hätte treffen sollen, die hat Jesus getroffen. Willst du diese Vergebung annehmen? Und ich glaube, wir merken, es ist nicht einfach eine Vergebung und wir können auch nicht einfach gleich weiterleben wie vorher. Das muss unser Leben verändern. Und wir können in der Geschichte etwas weiterspulen. Für diese Botschaft waren schon unzählige Menschen bereit, ihr Leben zu lassen. Bis heute. Und ich glaube, wir können nicht mehr einfach nur den Pannendienst in Anspruch nehmen und sagen, Jesus, bitte hilf mir da, Jesus, hilf mir hier. Nein, es geht so viel tiefer. Und sagen, Jesus, du hast alles gegeben. Ich kann nicht anders reagieren, als dass ich auch mein ganzes Leben dir hingeben möchte. Und so waren die ersten Christen unterwegs. Sagen auch ein Ari Dünner, er war ein überzeugter Christ. Ich glaube, man kann nur so handeln schlussendlich, wenn man Jesus begegnet ist. Und bis heute dürfen wir unsere Leben so Gott hingeben. Wenn du dieses Angebot von Jesus noch nie in Anspruch genommen hast, hey, du kannst es heute tun. Du kannst sagen, Jesus, werde du auch mein König. Ich möchte Teil sein von einem ewigen Reich, wie es der zweite Verbrecher gesagt hat. Bitte vergib mir meine Schuld. Und danke für deine Gerechtigkeit, die du mir gibst. Und es ist so wunderbar, was da passiert. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir müssen absolut keine Angst mehr haben vor dem Gericht, weil Jesus unsere Gerechtigkeit wird. Wir dürfen mit Zuversicht durchs Leben gehen. Wir dürfen mit Vollmacht durchs Leben gehen, die Gott uns gegeben hat. Aber wir werden auch nie übers Kreuz hinauswachsen. Wir werden immer noch mit diesem und eben das Kreuz tragen, dass wir wissen, alles, was ich bin, alles, was ich habe, habe ich nur, weil du, Jesus, für mich am Kreuz gestorben bist. Wollen wir miteinander beten? Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Wenn ich so an diesen Verbrecher denke, der selbst sagt, ich habe den Tod verdient, ich glaube, wir können wirklich sagen, niemand ist zu weit weg für Jesus. Und der Verbrecher, er hatte null religiöse Vorbereitung, null Ritual, null Zeit. Einfach in dem Moment hat er seinen Glauben ausgedrückt. Und hey, das haben wir auch in Johannes 3,16 gelesen. Der Glaube, wer immer an Jesus glaubt, der wird gerettet werden. Die Frage ist nicht, was du für eine Geschichte hast, sondern ob du heute hier bist und deine Bedürftigkeit zu Jesus ausdrücken möchtest.
Jesus, mich bewegt es immer wieder, wenn ich sehe, was du für mich, was du für uns alle gemacht hast. Wie in dieser Geschichte mit dem Kapitän, wie du dich einfach dazwischen stellst und voll und ganz alles erträgst, was uns hätte treffen müssen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach gerade in diesem Moment uns ganz persönlich zeigst, wie tief das geht. Herr, ich bitte dich für uns, die wir dieses Geschenk schon angenommen haben, die wir Vergebung angenommen haben von dir. Aber vielleicht trotzdem irgendwie das so für selbstverständlich genommen haben und dass das nicht mehr unser Leben geprägt hat. Danke, dürfen wir an diesem Tag umkehren. Und dürfen wir vielleicht ganz neu einfach das Gebet haben, Herr, hilf mir nicht hier und da, sondern Jesus, ich will einfach für dich leben, das ist mein größter Wunsch. Hier bin ich, gebrauche mich. Lass mich ein Botschafter sein von dir. Lass mich eine Person sein, die auch in aller Ungerechtigkeit vergeben kann, so wie du vergibst. Herr, lass mich jemand sein, der die Botschaft vom Kreuz in diese Welt hinausträgt. Aber ich möchte auch bitten für Menschen, die dieses Geschenk noch nie angenommen haben, dass sie heute auf dein Liebesangebot erwidern dürfen. Ich möchte fragen, ist jemand da, der das heute tun möchte? Du darfst gerne deine Hand kurz erheben, damit ich für dich beten kann. Danke, Jesus, dass du an unseren Herzen wirkst. Danke, Jesus, dass wir gerade in diesen Momenten einfach begreifen dürfen, wie groß die Gnade ist, die du hast für uns. Weil wir auch verstehen, wie sehr wir sie brauchen und wie weit weg wir wären von dir, wenn du uns nicht gefunden hättest. Und Herr, wenn wir schon lange nicht mehr vielleicht wirklich weinen konnten über uns selbst, wenn wir nicht sehen konnten, wie sehr wir dich brauchen, Herr, zeige es uns heute ganz neu, dass wir in dieser ersten Liebe zu dir leben dürfen.